Salut zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Chuchichäschtli TV. Heute steht das Kochen und das Trinken ganz im Zeichen des Kantons Graubünden. Graubünden liegt ja ganz östlich, grenzt an Österreich und Italien und Liechtenstein und ist eine sehr bergige Region, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst. Wir wollen heute etwas aus Graubünden kochen. Und wir werden heute Pizzoccheri kochen. Pizzoccheri, das sind Buchweizennudeln zu einem Eintopf gekocht mit Wirsing und Kartoffeln. Und danach wird Käse darunter gemischt. Dazu kommt dann noch ein Topping, bestehend aus Salsitz, Bündnerfleisch, Zwiebel, Salbei, Walnuss. Und garniert wird das Ganze, beziehungsweise gemischt wird das Ganze mit Äpfeln, die in Röteli eingekocht sind. Dazu gleich mehr. Die wichtigste Frage jedoch, was trinken wir heute? Und heute für Graubünden möchte ich einen Röteli Spritz kredenzen. Röteli Spritz besteht aus Röteli. Der Röteli ist ein Aperitif und Dessertlikör und wird aus getrockneten Kirschen, Nelken, Zimt und etwas Vanille zu einem Likör verarbeitet. Sehr schmackhaft, hat einen sehr Mandel-Kirschgeschmack. Und das Ganze gießen wir dann auf zu einem Spritz mit einem Schaumwein. Wir nehmen heute einen Auguste Chevalier, das ist ein Blanc de Blanc von den Trauben her. Und der kommt von der La Côte, Genfersee-Region und sehr trocken, also ein Brut eigentlich. So, jetzt wollen wir das Ganze mal mischen. Das Mischverhältnis ist etwa 1:3 bis 1:4, je nachdem, wie süß man das haben will. Die Süße kommt alleine vom Röteli. So. Ah, was für ein Klang. So. Sehr zum Wohl. Mm. Mm. Kirschen, Mandeln, beide Geschmack. Also Mandelgeschmack kommt wahrscheinlich vom Stein von der Kirsche. Die Gewürze sind dezent im Hintergrund, aber. Und der Geschmack des Sekts umschmeichelt das Ganze. Also ich finde es herrlich. Es ist so jetzt in diesem Verhältnis 1:4 nicht zu süß. Perfekt. Oh, ich muss natürlich meiner Frau noch ein Glas bringen. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir wieder da. Und los geht's mit den Zutaten, die ich jetzt zeige. Ja, also die Zutaten, wir fangen mal an mit den Pizzoccheri, das sind die Nudeln, die heißen so, Pizzockels, die Poschiavo. Poschiavo, das liegt ganz im Süden vom Graubünden. Und man sieht hier, das sind Breitbandnudeln, die sind braungrau vom Buchweizenmehl. So, natürlich kommt dazu als Eintopf Kartoffel, dann Wirsing. Wir brauchen etwas Brühe zum Kochen und zum Würzen. Karotte. Dann werden wir Äpfel glasieren und mit Röteli einkochen, um den Geschmack im Apfel zu konservieren. Dann werden wir ein Topping machen aus Bündnerfleisch, Salsitz, Salbei, einer Zwiebel,
Nüssen und unter das fertige Gericht wird noch geriebener Käse, Bergkäse gemischt. Ich habe jetzt aus dem Shop den Hornkuhkäse gewählt, weil der ist sehr kräftig. Ich finde, das tut dem ganzen Gericht gut, wenn da eine etwas kräftigere Käsesorte drin ist. Also bitte keinen Gouda verwenden, der ist zu schwach, wäre schade. So, dann legen wir doch jetzt gleich los. Zuerst werden wir die Karotten klein schneiden, in kleine Würfel, Enden weg, schälen. Ich schneide sie dann immer etwas längs, um dann kleine Würfel wegzuschneiden. So, das ging ja schnell. Karotten fertig. Jawohl. Jetzt die Kartoffeln schälen. Auch diese kleinen Würfeln können ein bisschen größere Stücke sein, müssen nicht ganz so kleine Würfel. So. Und das geht ja ultra schnell. Die kommen gleichzeitig ins Wasser, also kann man die zu den Karotten geben. Nun nehme ich den gewaschenen Wirsing, Strunkwetsch wegschneiden. Und das kann man natürlich beliebig machen, wie man jetzt zu Streifen kommt. Ich zeige mal, wie ich das mache. Ich schneide die Blattrippen weg. Die kann man zwar essen, also kann man auch für eine Suppe beiseite legen, aber die würden mich jetzt stören. Das heißt, ich schneide die Blattrippe weg und schneide dann die Blätter in 2 Teilen und lege die so aufeinander, dass die eigentlich schön symmetrisch aufeinander liegen. So, und dann mache ich einen Längsschnitt, um dann schräg Streifen wegzuschneiden. Muss man nicht so machen, ich mache das so, für mich geht das am effizientesten. So, erste Portion soweit fertig. Weiter, bis nichts mehr übrig ist. Ganz am Schluss der Kopf innen oder das Herzstück vom Wirsing, das schneide ich dann so klein. Lasse ich die Blattrippen dann drin, also das ist noch nicht so weit, das sind jetzt noch äußere Blätter. Die mache ich nach dem gleichen Verfahren wie beschrieben. Blattrippe raus, halbieren, aufeinanderlegen, einmal durchschneiden, schräg, damit es Streifen gibt. Man muss sich das so vorstellen, ich habe ja nachher Teigwaren und ich möchte nicht zu kleine Stückchen, aber auch nicht zu lange, dass das im Prinzip schön mit den Nudeln zusammen eine Größe gibt. So, jetzt kommen wir immer weiter ins Innere, es wird heller. Zu dieser Zeit setze ich Wasser auf, dann entweder mit Salz oder eben mit Brühe gewürzt das Wasser aufheizen. So, wenn das Wasser kocht, fängt jetzt an zu kochen, kommt das ganze Gemüse und die Kartoffeln ins Wasser. Gut. Und hopp rein damit. So, jetzt Wirsingstreifen dazu. Deckel drauf und nun widmen wir uns den Äpfeln. Ich habe Bio-Äpfel. Ich werde diese nicht schälen. Ich mag es, wenn die Schale noch dran ist. Erstens halten die Äpfel etwas besser zusammen und zweitens haben sie mehr Aroma.
Ich schneide die in Viertel, entkerne sie und die Viertel wiederum schneide ich in 3 Stücke. Das gibt richtig gute Portionen. Wenn die Äpfel größer sind, natürlich etwas anpassen, aber so gibt es gute Häppchen. So, jetzt gebe ich zum Karamellisieren die Butter gleichzeitig mit dem Zucker. Man macht das nicht immer so, aber die Menge ist hier klein, das geht gut. Rohrzucker auf 3/4 der Pfanne und gleichzeitig schmelzen. Es geht etwa gleich lang, bis die Butter weggeschmolzen ist und der Zucker karamellisiert. So, man sieht es hier, fängt man an, etwas den Zucker zu reiben und jetzt nach und nach vermischen mit der geschmolzenen Butter. So. Das Ganze gut rühren. So, und jetzt ablöschen mit einem Deziliter Rötele. Das ist wieder mein Handgelenk, was mir 1 Deziliter garantiert. So, dann werden die Äpfel reingegeben, auf die Schnittflächen gelegt. So, jetzt schauen wir mal, wie weit das Gemüse ist. Scheint soweit blanchiert und gut zu sein. Jetzt geben wir die Teigwaren hinzu. Teigwaren eintauchen, köcheln lassen. So, weiter geht's. Geriebener Käse herstellen. Ich reibe ihn gerne frisch, finde ihn etwas aromaintensiver frisch. Man kann natürlich auch fertig geriebenen kaufen. Ich nehme meinen Zauberstab und meine bewährte Zauberette. So, Käsestreifen rein. Und klein machen. So, fertig. Alles geraffelt. So, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mit der Tradition weiterfahren, nämlich mit einem Schweizer Ausdruck. Wenn ein Schweizer sagt, das ist aber ein Gnosch, was für ein Gnosch, dann meint er damit Unordnung und Durcheinander. Das ist aber ein Gnosch in dem Nodelkörbli. Das ist ein Gnosch in dem Schrank. Ja? Gnosch heißt Unordnung, Durcheinander. So, das kommt, und jetzt Ohren auf, es kommt aus dem Altdeutschen, kann man nachlesen, Wörterbuch 1840, glaube ich, war es, Gebrüder Grimm, ja, die mit den Märchen. Im Plattdeutschen, im Bayerischen, im Altdeutschen wie auch im Schweizerdeutschen gibt es das Verb nuschen oder nüschen. Das wurde ursprünglich verwendet, um zu bezeichnen, wie Schweine suhlen und ein Durcheinander machen. Also nuschen heißt in irgendetwas wühlen. Ja. Ich habe da drin gnoscht, ich habe da drin gewühlt. Und der Gnosch ist ein Durcheinander. Ja. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden, haben wir wieder ein lustiges Wort kennengelernt. Jetzt kochen wir weiter. Jetzt widmen wir uns dem Topping. Dazu schälen wir eine Zwiebel. Im Grunde machen wir jetzt Röstzwiebeln, die wir dann anreichern mit Walnüssen bzw. zuerst Salsitz und dann Walnüssen und Salbei. Also ich schneide die Zwiebel in Halbmonde. So. Dann bereite ich den Knoblauch vor, der wird später mit einer Knoblauchpresse dazu gepresst.
Und jetzt wird die Salsitz geschält. Ist ja wie eine Salami mit einer Schimmelschale, mit einer weißen. Das heißt, die schäle ich. Die Schale, theoretisch könnte man sie essen, aber die ist ja bitter, wie man weiß. So, also schälen. Schneide die in etwas handbarere Stücke. Dann wird sie längs geschnitten. Wie ihr das macht, ist ja euch überlassen, aber am Schluss möchten wir kleine Würfel haben. So, gewürfelt und fertig. Jetzt wird der Salbei klein geschnitten in kleine Stückchen. Bitte frischen Salbei verwenden, ne? Ist aromaintensiver wie der getrocknete. Nun die Walnüsse, man könnte Walnusshälften so verwenden. Ich habe aber gerne, wenn sie sich ein bisschen mehr verteilen. Das heißt, mit einem großen Messer etwas gröber hacken. So. Wunderbar. Jetzt bereite ich auch noch das Bündnerfleisch vor. Das ist ja schon geschnitten, liegt übereinander, verteilt. Das heißt, ich schneide das jetzt einfach noch längs. Und wenn ich es dann nachher vereinzel, habe ich ja einzelne Streifen. So. Jetzt hole ich eine weitere Pfanne. Zuerst rühre ich mal noch ein bisschen die Äpfel durch, dass sich die Flüssigkeit noch mal etwas verteilt. Und jetzt gebe ich in einer weiteren kleinen Pfanne Butter dazu und die Zwiebeln. Die werden jetzt auf mittlerem Feuer zu Röstzwiebeln geröstet. Die Nudeln sind al dente, die dürfen noch etwas bissfest sein, weil sie nachher noch eine kleine Weile in der warmen Pfanne liegen bleiben. Das heißt, die müssen nicht ganz weich sein. Also ich tropfe das Nudelgemüse ab und gebe dann das abgetropfte wieder hinzu. Pfanne einfach auf warm halten und nicht mehr auf wirklich heizen. So, die Äpfel sind auch langsam gut, das wird immer dicker dort und wie man sieht, mit viel Geduld sind auch die Zwiebeln jetzt schön braun geworden. Jetzt gebe ich den geriebenen Käse zu den Nudeln und dem Gemüse dazu, gebe das unter, sodass jetzt der Käse schmelzen kann. Darf auch Fäden ziehen, ist gewünscht. Zwiebel beiseite, Salsitzstücke in die Mitte und die werden jetzt angebraten. Wenn die ölig sind, angebraten sind, gebe ich den Knoblauch dazu, nicht vorher, damit er nicht bitter wird. So, mischen. Jetzt die Nüsse noch, die dürfen ein bisschen anrösten. Und auch den Salbei. Ich schmecke jetzt die Nudeln mit dem Käse ab. Habe beschlossen, bei mir jetzt noch etwas Salz hinzuzugeben. Jetzt vereinzle ich die Bündnerfleischstücke, rühre unter, vereinzle wieder, rühre unter. Das habe ich 2 oder 3 Mal gemacht, damit sich das etwas verteilt. So, und eigentlich sind wir dann soweit fertig und können das Ganze servieren. So, die Masse ist bereit hier. Äpfel sind schön eingekocht. Und das Topping ist geröstet und bereit. So, bevor wir das Essen servieren, noch in eigener Sache.
verpasst die nächste Ausgabe nicht. Es wäre schön, wenn ihr abonniert, euch benachrichtigen lässt, Kommentar, Anregungen, Wünsche unten im Kommentarfeld reinschreibt und vor allem einen Like-Button klickt. Wäre sehr nett und damit kriegt ihr auch die nächste Ausgabe. Das Rezept mit Details findet ihr unten in der Beschreibung, einen Link auf unserer Webseite. Da ist das ganze Rezept geschrieben. Könnt ihr euch nochmal nachschauen oder dann kopieren. So, jetzt geht es ans Anrichten und ans Essen. Ich bin schon hungrig und freue mich, das riecht hier, das duftet, das ist wunderbar. Wow. So, Freunde, es ist angerichtet. Angerichtet heißt, wir haben den Inhalt des Topfes, das heißt die Pizzoccheri mit dem Gemüse und dem Käse haben wir auf den Teller gegeben. Wir haben dann die Äpfel um den Tellerrand sozusagen drapiert, damit man von den süßen Äpfeln dann dazu nehmen kann. Und wir haben das Topping, das heißt die Salsitz, die Gebirgssalami mit den Nüssen und Knoblauch und Salbei und Zwiebel obendrauf gegeben. So, und Kunst oder das Schöne ist jetzt, wenn man von allem etwas nimmt, hat man süß, sauer, salzig, gemüsig, bitter, alle Geschmacksvarianten auf einmal im Mund. Dazu lade ich euch ein, das dann auszuprobieren. Jetzt machen wir mal noch eine Nahaufnahme, damit ihr seht, wie das aussieht von nahem. So, wie gesagt, das ist ein Eintopfgericht. Ja. Man sieht jetzt hier, wenn es denn fokussiert, jawohl, man sieht hier das Topping, Zwiebel, Nüsse, Salsitz, das ist hier eine Art Salami aus dem Gebirge. Dann haben wir hier die eingekochten Äpfel, die werden süß sein, das heißt, wir haben salzig, würzig kombiniert mit süß. Und dann natürlich das Gemüse mit den Buchweizenteigwaren und etwas Kartoffel dran. So sieht das aus. So, jetzt wollen wir das mal kosten. Also ich probiere mal, nehme mal Pizzoccheri mit Bündnerfleisch und Gemüse. Versuche da ein Stück Apfel, jawohl, drauf zu kriegen. Und etwas vom Topping dazu. Mm. 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 Da passiert so viel im Mund. Man muss es wirklich genießen. Der erste Eindruck Salz, dann kommt irgendwas Süßes, dann schmecke ich Käse. Dann schmeckt es nicht Popcorn, aber irgendwie was Angebratenes und dann kommt Fleischgeschmack, wahrscheinlich von der Salsitz. Und dann kommt Gemüse und dann ist es etwas bitter, aber trotzdem gemüsig. Ich nehme mal an, das werden die Teigwaren sein. Also ohne Kohl, aber ja, ohne Kohl. Aber das schmeckt wirklich herrlich. Das ist eine richtig tolle Kombi. Wirklich kann ich euch brutal empfehlen. So, jetzt wollen wir mal nach dem Wein gucken. Jetzt muss ich was beichten. Ich konnte nicht widerstehen und habe die Flasche schon während des Kochens geöffnet und ein bisschen gekostet. Der Wein war schon sehr gut. Er war aber noch etwas kühl, hat jetzt ein bisschen an Temperatur gewonnen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen an Charakter. Also, was haben wir hier heute? Im graubündischen Thema haben wir einen Bündner Rotwein, der passt natürlich hervorragend zu diesem kräftigen Essen. Es ist ein Pinot Noir, das heißt, es ist ein Spätburgunder, Spätburgunder Traube. Und das Schöne ist, das Weingut heißt Adank, ja, Gott sei Dank gibt es Adank. Es ist ein herrlicher Wein, er kommt aus dem vorderen Rheintal, also nicht Vorderrhein, sondern
Anfang des Rheintals vor Chur. Das ist Heidiland. Genau gesagt kommt er aus Fläsch. Das ist ein Fläscherwein. Da werden Weinstöcke angebaut, die dann am Südhang schön Sonne kriegen. Und der Wein ist trocken, er ist gehaltvoll. Ich wohne im Süddeutschen in einer Region, wo es viel Spätburgunder gibt. Der ist sogar etwas kräftiger, aromatischer. Wunderbar, passt hervorragend, setzt sich durch, ist trotzdem nicht eine schwere Granate wie jetzt irgendwie ein süditalienischer Wein, die ich auch sehr gern mag, aber die sehr viel kräftiger sind. Es ist ein schöner Landwein, der aber trotzdem viel Aroma und Charakter hat, passt hervorragend dazu, ist trocken. Ob er jetzt Himbeer, Blaubeer, was weiß ich hat, das müsst ihr selber entscheiden. Ihr wisst ja selber, Weingeschmack ist Eigengeschmack. Probieren. Aber der ist wirklich lecker. So, bevor ich mich jetzt über den Rest her stürze und falle, möchte ich noch ein Danke aussprechen an alle, die vor ein paar Wochen an der Ladenneueröffnung waren. Wir haben ja in Berlin die Ladenräumlichkeit umgezogen von der Holsteinischen Straße an den Rüdesheimer Platz. Das ist Ecke Ahrweiler Straße, Landauer Straße. Die Eröffnungsfeier war wirklich sehr gut besucht. Das hat uns sehr gefreut. Also sowohl der Kiez wie auch Gäste aus Berlin, Stammgäste sind gekommen. Es gab Raclette, es gab Fondue, es gab gratis Schnapsdegustation. Es war wirklich sehr gut besucht und gemütlich und danke an alle, die gekommen sind und alle, die in Berlin wohnen oder nach Berlin fahren. Rate ich, geht mal hin. Der Laden ist ein Bijou. Bijou ist französisch und heißt ein Kleinod, ein Schmuckstück. Geht in den Laden. Alleine schon durch den Laden zu gehen, ist sowas von wunderbar und erholsam und ihr werdet sicher nicht enttäuscht. Besucht den Laden. Der Chris und der Matthias, das sind zwei super, super nette Kerle. Die können euch ein bisschen beraten. Wie gesagt, laden und abonniert diesen Channel, damit ihr das nächste Mal informiert werdet, wenn es News gibt. Liked, schreibt einen Kommentar. Ihr könnt auch Wünsche schreiben, wenn ihr sagt, was kann man eigentlich mit Le Parfait Crème alles machen. Dann überlege ich mal und werde in Betracht ziehen, irgendwelche Rezepte genau nach diesem Wunsch dann zu ermitteln und euch näher zu bringen. Also vielen Dank. Jetzt esse ich weiter. Es ist einfach gut und ich möchte nicht, dass es kalt wird, sonst schmeckt es nicht mehr so. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Danke, dass ihr zugeguckt habt und macht's gut, bleibt gesund. Vielen Dank.